Kapitel 2, Punkt 3. Schirk in Al-Ibada, Polytheismus in der Anbetung und im Gottesdienst. In dieser Kategorie des Schirk wird der Gottesdienst an andere als Allah gerichtet und es wird eine Belohnung von der Schöpfung erwartet, anstatt vom Schöpfer. Ähnlich den vorangegangenen Kategorien teilt sich auch Schirk in Al-Ibada in zwei Hauptaspekte. Kapitel 2, Punkt 3, Punkt 1. Ash-Shirk al-Akbar, großer Schirk. Die eindeutigste Form des Schirk liegt vor, wenn man irgendeine gottesdienstliche Handlung an etwas anderes als an Allah richtet. Allah sandte die Propheten vor allem, um die Menschenmassen von genau diesem Götzendienst abzubringen. Allah unterstreicht das mit folgender Aussage im Koran: Und in jedem Volk erweckten wir einen Gesandten, der da predigte: Dient Allah und meidet die falschen Götter. Surah An-Nahl, Vers 36. Tarut, also falsche Götter, steht für alles, was mit Allah gemeinsam oder an seiner Statt angebetet wird. So ist die Liebe beispielsweise eine Form des Gottesdienstes und darf in ihrer Vollkommenheit nur an Allah gerichtet werden. Im Islam drückt sich die Liebe zu Allah durch die vollkommene Gehorsamkeit gegenüber Allah aus. Es ist nicht die Art von Liebe, die der Mensch von Natur aus für die erschaffenen Dinge empfindet, sei es für Eltern, Kinder, Nahrung oder anderes. Würde man diese Form der Liebe an Allah richten, so würde man ihn mit seiner eigenen Schöpfung auf eine Stufe stellen und sich letztlich des Schirk in Al-Asma wa Sifat schuldig machen. Die gottesdienstliche Liebe ist vielmehr die gänzliche Unterwerfung des eigenen Willens unter den Willen Allahs. Daher ordnete Allah dem Propheten an, Frieden und Segen seien auf ihm, den Gläubigen Folgendes zu sagen: Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Surah Ali Imran, Vers 31. Auch sagte der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, einst zu seinen Gefährten: Keiner von euch darf sich als gläubig ansehen, bis seine Liebe zu mir stärker ist als seine Liebe zu seinem Vater, seinem Sohn und zur ganzen Menschheit. Die Liebe zum Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, basiert nicht auf seinem Menschsein, sondern auf dem göttlichen Ursprung seiner Botschaft. Genauso wie die Liebe zu Allah findet die Liebe zum Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, ihren Ausdruck durch die absolute Gehorsamkeit seinen Befehlen gegenüber. Allah sagt in seiner abschließenden Offenbarung: Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Surah An-Nisa, Vers 80. Auch sagt er: Sprich, gehorcht Allah und dem Gesandten. Surah Ali Imran, Vers 32. Lässt der Mensch es zu, dass die Liebe zu irgendetwas oder irgendjemandem zwischen ihn und Allah tritt, so hat er diese Sache angebetet. Auf diese Weise kann Geld oder sogar die eigenen Triebe vergöttert werden. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Dem Diener des Dirhams, also des Geldes, wird es immer elend gehen.
Allah sagt im Koran: Hast du den gesehen, der seine persönliche Neigung zu seinem Gott macht? Surah Al-Furqan, Vers 43. Das Übel, das Schirk in Ibadah mit sich bringt, wird deutlich herausgestellt, da es nach Allahs Worten im Koran dem eigentlichen Sinn der Schöpfung widerspricht. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Surah Al-Dhariyat, Vers 56. Der große Schirk ist die größte Rebellion gegen den Herrn des Universums und daher auch die größte Sünde. Das Ausmaß dieser Sünde ist so groß, dass sie praktisch alle guten Taten einer Person auslöscht und zugleich dem Übeltäter die ewige Verdammnis in der Hölle beschert. Folglich basiert eine falsche Religion primär auf dieser Form des Schirk. Alle von Menschen gemachten Systeme laden auf die eine oder andere Weise ihre Anhänger zur Anbetung der Schöpfung ein. Die Christen werden dazu aufgerufen, zu einem Mann zu beten, zu Jesus, einem Propheten Gottes, von dem sie behaupten, er sei die Inkarnation Gottes. Die Katholiken beten zu Maria als Mutter Gottes und zu Engeln wie Michael, der am 8. Mai und am 29. September als Sankt Michael verehrt wird. Genauso verfahren sie auch mit den menschlichen Heiligen, ob echten oder erfundenen. Jene unter den Muslimen, deren gottesdienstliche Handlungen unter diese Kategorie des Schirk fallen, beten zum Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, oder zu Mystikern und Heiligen nach den Hierarchien der Sufis. Sie glauben, dass diese ihre Gebete erhören und erfüllen können, obwohl Allah im Koran klare Worte gesprochen hat. Sprich, was denkt ihr, wenn die Strafe Allahs über euch kommt oder die Stunde euch ereilt? Werdet ihr dann zu einem anderen rufen als zu Allah, wenn ihr wahrhaftig seid? Surah Al-An'am, Vers 40.